Hallo und herzlich willkommen bei der Film with Me, Podcast von der Fondation EME, bei dem wir über die Avantagen von der Musik schwatzen. Für uns Marcio Radio Ara, dass wir das Show können bei ihr überdrohen. Heute werden wir mit Antoine Pohü schwatzen. Er ist Schriftsteller und Dramatiker, den zwischen Lützeburg und Bresel hin und her pendelt und an beide Städten eben noch schafft. Er hat zwei Kurzgeschichten für kurzem rausgebracht, eine aus Laquette und eine aus Parfois la Nuit Cité. Er hat auch letztes Jahr sein Masteraufschluss auf der ULB gemacht, wo er sich an der Dramaturgie und am Schreiben spezialisiert hat. Er schafft auf verschiedenen Theaterprojekten, darunter für das Kollektiv Maskenada, für die Zirkuskompanie Trio Vule und für die Kompanie XB 312. Aktuell ist er neben mit der Fondation EME für eine Community- und Operprojekt in NRW, wohin der Libretto wird eben schreiben. Für das zu machen, schafft er mit verschiedensten Menschen zusammen, die ihm Input geben und die hin und sich beeinflussen bei der Geschichte, die er soll schreiben. Das ist eben das ganze Konzept von dieser Community-Oper, wo nicht ein Oper geholt wird, die am Vierer schon besteht, aber wo eben alles von null wird geschrieben gehen, so wie die Musik und der Libretto. Heute werden wir eben genau darüber beim Anton Schwarzen gucken, wie ihn das so angeht, was der ganze Prozess dahinter ist und noch, was das kann bewirken. Hallo Anton, wie geht es? Hallo Sarah, mir geht's gut, aber dir? Gut, wir sehen uns gerade über Zoom. Wo warst du gerade? Ich stehe gerade an der Gorge du Tarn, also Montpellier, Toulouse, an der Gegend, für zu klammen. Cool. Sitzen aber nur Camping. Ah, nicht? Oh, schön, ich denke, du gehst es vom Bier. Nee, es wird erst schlecht. Oh, schön. Wird das wirklich schlecht hat. Schön. Ja, schön. So wie alle Guten ist an den Anton freue ich dich dann noch. War das dein Lieblingsmusik, dein Lieblingslied, deine Lieblingsband? Egal, alles, was ihr irgendwie an den Kopf könnt. Ja, dreimal der erste Runde. Ich weiß es, mir du musst Ähm, es sagen. ja, nee, die wirklich, also die Musik ich am meisten lauschen, ist Tanja Rani, eine polnische Pianistin, das spielt viel, was so neoklassisch, postklassisch, also Piano mit Elektro-Dinger. Ähm, ich war durch Scotchayard auf der ersten Kehr Vegetarier hun seitdem folgen ich bisschen so all den Alben, die rauskommen, und hun doch seitdem paar Mal live gesehen. An demselben Stil auch zu Nils Frahm stand auch immens viel. Aber auch ein bisschen andere Sachen, wie zum Beispiel alles, was mehr an Post-Punk-Richtung geht, sind ich auch immer ziemlich gern dabei. Okay, cool. Sollen wir dann ganz kurz an Hanya Rani ranholen? Hören? Ganz gern. Okay, dann Hanya Rani kommen wir. Also bei Benefits of Music wollen wir heute eben darüber schwatzen, was für Vierdeler Musik halt eben hört. Und heute wollen wir eben mehr spezifisch mit dir über den Projekt Popera schwatzen. Vielleicht mal das allererst, wer liebst du Popera? Das ist ein bisschen so, also da hängen viele Momente auf. Den, wo ich da am meisten erlebt habe, war natürlich den Opera 1, den letzten September war, weil wir da einfach 3 Wochen so komplett Müll, woran verfangen waren. Und da hat es mega Spaß gemacht.
lose den mirologische Prozess, also ich gesehen da regelmäßig Leid, ich stütze eine Woche am engem Akt zu schreiben. Das ist so pro Phase. Das sind verschiedene Sachen, mir generell gefällt mir richtig gut. Und du hast ja eben schon gesagt, du gesagt mit Leuten, du setzt mit der Martinen zu schreiben, wie können sich das vorstellen, wie lebt das auf, das heißt, du schreibst ja der Libretto für den nächsten größeren Teil von Projekt, der am Sommer wird stattfinden. Ja, wie können sich das dazu vorstellen, wann ihr eben an den Workshop gehen kommen, was passiert, du wärst du dein Arbeitsverfahren sozusagen. Also, ich hatte das ein ja probiert am April, wirklich sie schreiben zu lassen. Das war eine ziemlich witzige Erfahrung. So hatte ich nach einer Diskussion, die man dafür drin hatten, hat Schnotte geholt und schon mal wieder rausgeschrieben. Dann haben wir eine Gruppe gemacht und das gut alle Gruppe wieder, dann haben sie müssen einen Satz da mal schreiben. Dann haben wir zum Schluss vier Satz und haben wir da mal da ein Lied gemacht. Das ist aber immens schwer an dem Stil dann irgendwie etwas abzustellen, dass ein Text gibt, den ein narrative Sinn kriegt. Und das ist aber Ziel von einem Opas Libretto, also außer Gavilo und etwas mega Kontemporänes, à la Philippe Glass gehen, wo am Punkt Texte nicht wirklich einen narrativen Sinn haben. Hier war aber die Idee, dass wir wirklich eine Geschichte erzählen. Du hier ist das Erste, dass wir als zusammen sitzen an schwatzen. Ich bereden allkeiers pur Frohe für, und da sitzen wir am Saal, und stellen ihnen die Frohen und sie antworten drauf. Und ich übersetzen dann noch, weil wir alles auf verschiedene Sprachen schwätzen. Und weil er dann einfach die drehen eigentlich auf die Frohe dann auch. Und da gucken wir eben hanno, wie die Sachen irgendwie mit anzubauen. Das ist ein ziemlich fluider Prozess. Den Popera einfach auch ein bisschen so, dass man hat einen Workshop, dann hünsch man denen Wörter, die gesucht gesehen, mit den Ambiancen, die man hat, und hünsch dann echt wie eine Geschichte gestaltet. Also das ist so ein Distillere, was du können nennen. Mhm. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, viel verschiedene Sprachen. Ja, mit sehr viel verschiedene Sprachen, weil viele verschiedene Menschen da sind, mit ganz viele verschiedenen Herkünften. Wie könnt ihr da über ein gemeinsames Thema, ja, oder was ist vielleicht gemeinsam Thema für dann da rundherum eine Narrativgeschichte zu schreiben? Also es sind so viel gemeinsame Themen. Du etwas aus der Bewegung sehen, die irgendwo kommen. Da sind also sogar für mich am Anfang, weil ich zwischen Brüssel und Lützenburg ganz viel hin und her reisen und für sie natürlich noch viel mehr, weil sie wirklich schon ganz lang reisen, haben sie schon. Ähm, und da die Sache wie Familie ist ganz viel, du, die Leute, die ihnen nur stehen, sich essen, als immer ganz belebt. Was man lo hatten, als dass man also so den Hauptlieu, um den es spielt, also Park, es geht Natur, ein Platz hin, wo ich gerne hingeht, wo ihn, das kann man sich selber sehen, und wenn er auch kann man andere sehen. Man wünscht zum Beispiel vorgestellt, die was man da abhaken, aber ein finnisches Gesang, ich weiß nicht, ob es der Delo Hai Hai ist, die ganz viel Finnische Ja, die Herr, den Camping. haben drin. Dann war das alles geplant, für das ich inspiriert bin. Dann war das durch die Diskussionen gekommen, sind zu schon viel gemeinsam Sachen, die da abkommen. Und also, wenn Sachen aufkommen, fehlt es, dass jeder die Namen, der Name nicht so hört, da kommen ganz viele verschiedene Stimmen zusammen. Weil jeder, also alle Personen, die mit mir schon ja auch seinen eigenen Parcours hört sich. Feiert das, kann das mal zu Situationen feiern, die vielleicht
ja nicht so gut, also nicht so flott sehen, nicht so gut sehen, mehr emotional gelöte sehen. Ja. Ja, natürlich. Also, das ist aber stellen froh normalerweise ziemlich allgemein. Und das sind noch nicht unbedingt verpflichtet, mal zu antworten. Also, weil du ewig nicht antworten willst, oder das mal vorkommt, dann ist das kein Problem. Mir auch sind Frohen, also normalerweise Antworten sind Frohe, sind aber so gestaltet, dass sie können extrem vag antworten. Also, zum Beispiel, wenn darum geht, eng froh, eng Platz, diese immens gern holen oder etwas aus dem Land, wo sie herkommen, und das eine schöne Erinnerung haben. Da war oft zum Beispiel dann von einfach, ja, das Familienfest da. Und dann aber nicht, war das Spiel die verschiedene wollen, über etwas ganz Präzises schwätzen, wollen, hier Geschichte erzählen, andere wollen dann nicht, und was dann noch etwas dann respektieren. Ich meine, mittlerweile kann ich die Milch doch gut genug, weil wir eben die 3 Wochen im September schon hatten und ich regelmäßig gesehen, äh, dass sie mir Sachen vertrauen an was sie eben keine Lust tun, uns vertrauen, das ist auch eben das ist total okay. Ich meine, sie wissen auch, dass ich die Sache nicht, also ich sie nicht doof für eine Geschichte zu exploitieren, an der Geschichte zu schreiben, nee, für so vom Sammelsurium von ihrer Geschichte irgendetwas anders zu machen, dass sie dann auf eine Bühne bringen. Ich meine, du hast aber mittlerweile ein ziemlich großes Vertrauen du. Schon noch, dass ich heute so dann Einzelner an kleine Gruppen treffen oder en tête-à-tête oder zu 3, 4 am Kaffee so für auch können eigentlich an die gemütlich man den schwatzen, wie so zu 10 an einem Raum. Mit sich schon, also 10 Heinz so ziemlich stark Momente dabei, wo ich dann noch ein bisschen da sitze und immer so, wow, doch können nach einer anderen Ausbildung für das zu gerieren, weil das aber das ist ganz okay. Also ich meine, das ist wirklich ein größtes Vertrauen da und das möchte das Arbeitrichtungen eben, das möchte, dass das gut funktioniert. Mhm. Und ja, also das ist ja gesagt, ja, das, wir sind bald noch eine ganz andere Ausbildung haben, für diese Projekte nebenan zu machen. Weil ihn aber die Personen halt auch ziemlich gut kennenlernt, was ja oft an so künstlerische Projekten halt sowieso passiert. Und dann noch aber alles mitkriegt, von ihren Geschichten, von ihren, also Geschichte manchmal, ja, Weise, auf Lützburg kommen sie mir halt auch von den Sachen, die heute halt eben auch passieren. Mhm. Obwohl dann nicht immer so einfach ist, vielleicht eine Grenze zu machen zwischen der das ist für das Projekt und der das die persönliche Heiratet zu meinem intime Kreis. Ja, das ist ein immens kompliziert Frage, ob ich auch noch gar keine Antwort tun, also dass du sich weiter rundtasten, währenddem sie möchte. Ähm, das natürlich, das gleichzeitig sei, Leute, mit denen ihr schafft, äh, sind aber auch bei mal Kollegen, das möchte da ganz viel frohen ob, weil sie halt ganz schwere Sachen durchleben. Ähm, mir natürlich vollgestach sind mit Privilegien, und am Anfang da auch ganz schnell froh ob können, okay, wie weit kann ich überhaupt helfen? Kann in enger Person helfen, an nicht den anderen, also, voilà, du musst ich schon, da meine ich aber, ihre Grenzen zu ziehen, auch wenn es nicht einfach ist. Ja, genau, genau. Ich meine, wir können eigentlich ganz kurz ein bisschen Musik lauschen. Und dann löst noch ein paar andere Lieder mitgebracht. Was soll man davon lauschen? Schreib so, Back to the Radio, Back to the Radio von Porridge Radio. Porridge Radio. Still do nothing. What if it mattered? I'm trying to help without breaking or shattering. We almost got better. We're so unprepared for this. Running straight at it. I'm not
Und wir sind zurück bei Dolphin with Me, ein Podcast von der Fondation EME, haut mit Anton Pohü, wo wir über den Projekt Popera schwatzen und über dem Anton seine Rolle als Librettist. Gerade, ja, haben wir eben ein bisschen darüber geschwatzt, wie sich auch die ganze Relation mit den Partizipanten eben entwickelt. Und wie hat sich dann noch vielleicht den Ausstellung zum Projekt entwickelt, weil so wie du schon so gouf en Popera eenent last Jahr und Ziel ist eben 2026 ein Komplettoper opzefeieren me wann den ja Ufang oder am Freijahr 2023 so ugeschrieben gëtt oder kontaktiert gëtt und gesot kret willst du nicht mitmachen und dann lo anderthalb Jahre mich spät hat eben noch immer ein Prozess halt aus wéi ja wéi sech vielleicht net eng Ausstellung méi wéi huet sech so de Projekt fir dich entwickelt. Ja, also das war mega witzig, weil das so am Freijahr, Anfang Sommer, also Schluss Freijahr, kom man war aber schon für den Sommer, das dann irgendwie gut gefallen, ob wann ich gerade nicht an der Vakanz war. Ähm, Ich meine, wird für mich eine große Rolle gespielt hat auch, als dass ich gerade fertig war mit der Uni. Dass ich noch nicht wirklich einen Plan hatte, wann ich nur der Uni machen gehe, weil sich als Künstler lancieren nicht unbedingt so einfach ist. Und dass dem Projekt dann ein bisschen so wirklich gut gefallen ist. Weil auch während den 3 Wochen am September dann wirklich halt mit dem ganzen Bazar und der ganzen Fred, die das war, das auch mal wirklich klar gemacht wird, dass eben aus Künstler schaffen, da das, was ich machen will, dass es vielleicht möglich ist. So hat dann noch dem Projekt gut geholfen, eben für mich da noch ein bisschen mehr zu etablieren, und wir können da mal über drinnen zu kommen. Schon noch schriftstellerisch am Anfang ganz viel gelernt am September, weil den Theater als Theater studiert aus echter theoretisch ich schreiben echter Romaner an ich hat immer ein ganz groß froh über wat aus für mich Theater schreibe, weil ich am Punkt nach formativen Theater Leiber hun wie Texttheater an aber he dat bisschen so ein Ekritur de Plateau da sind Gruppe vu Leute und möchte die Sachen und da sind als Schriftsteller dabei und der Museum den schmat und dann an der Nucht oder neues frei schreiben den dann erst wie einen Tag und können den dann am Laufen da wo getrippelt man hey, schon Maps Neues und da geht er nicht wie gelesen und dann diskutiert dann das für mich meine ich es das mal auf der Weg holen für die nächsten Jahren wann ich für den Theater schreiben am Platz mich allein an den Akt zu sitzen eben probiere Projekte zu machen wo ich wirklich mat Leiit schaffen, ob et lo wie high partizipativ ass oder ob et Projekt eng mat professioneller mit schreiben eben so unzugoen, dass et aus Grupp an aus Fred an aus Spaß aufhängt, dat das immens flott. Los immer war an engem Prozess, wo den Text auch muss méi Bühne fähig gehen fir eng Oper, wat ja auch mich speziell ist. Schreiben den war echt an Theatertext am September an lo hun eben dann mal lauter Opern durchgeliers nicht unbedingt bei Lieblingsdingen op der Welt als Opertexter lesen Oper lausren für war net mit Texter zu lesen das nicht immer der größte Spaß an eben mal dann die Frage zu stellen okay wie kann ich mit denen Code schaffen soll am Moment ja auch noch ganz kurz sind wir erzählen euch eine Geschichte, die kurz geht, mit viel Leute, mit lauter verschiedene Sprachen. Voilà, das sind noch viel große Fragen und ich meine, das wird noch bis 2026 noch ganz viel große Fragen bleiben. Ja, und noch wie kann ich da reingehen, sagen, Stimmen und singen, Idee irgendwie mit abonnieren. Stell ich mir auch nicht so einfach vor. Ja, möchte etwas komplett diffraktiertes, wo eben lauter Einzelstimmen einen gemeinsamen Chor gehen, oder wo den Chor dazu so schwätzt. Da können aber auch dabei, dass
das halt eng Oper, Tisch den Text muss net just so können, der Bennger Bühn muss ihn noch sagen können, der Bennger Bühn, also ich kennt dat net. Ich sie froh, dass ich net auf der Bühne stehe. Ja, da sind dann sind immer viel Kontranten, mit denen ich schafft, weil da war ganz flott das am Schreiben, mit Kontranten zu schaffen. Ich meine, du als schriftstellerisch, wirklich bin ich schon viel mal auf den Weg geholt und werde schon noch viel mal auf den Weg holen. Das macht wirklich Spaß. Und wer ist so den Lien zu der Musik? Weil das könnte ja auch noch dabei, dass du nicht nur der Libretto, der muss geschrieben gehen, dass ich nicht nur den Text mitgeht, oder nur noch die ganze Lien, den du nur mit der Musik halt erschafft gehen und zusammen gesagt halt eben gehen. Das ist das, was du halt eben noch wieder Umsatz gehört dann nur noch von einem Komponist, also vom Team Wollmann, auch Musik gesagt. Ja, mal am September war halt ja die Crash-Test. Ich hab mir am Tag so getrippelt kommen und er sagt, wow, mega geil, ich kann so oder so etwas machen. Lo ist eben auch so, eben ob nicht lang dauert, dass man nicht schwarz tun und bisschen ein Konzept, eben, ich hatte eine Idee für einen Text, und jemand hat dann ein Konzept dafür, da Musik umzusetzen. Kleiner Spoiler, es geht um viele Schaden. Halt wirklich ganz gut, dass ich gerade auf dem Camping sitze. Und ich schicken ihm dann auch, also schon von Anfang an, schon so Klangexträge geschickt, Strukturidee geschickt. Lo hätte noch schon für um Rest vom Team schon können die echt Versionen und so lesen. Ja, das viel man nicht schwätzen und man hun aber du ganz offenen Dinge von, also hin sehen den sich so guckt, dann ist oh, mega cool, ich mache das oder das, also das ist wirklich total unproblematisch. Ich so mal auch, dass das am Anfang gemütlich, weil du den schreibst den Text an, das ist einfach auch noch ein Kompositeur da, den dann noch verschiedene Sachen mit der Musik retten kann. Weil ein Text ist ein Teil vom Ganzen ist. Ich bin wirklich immens gespannt zu gucken, wie das schlussendlich hören wird. Also wie das schlussendlich klingen wird, weil ich probiere irgendwie etwas zu schreiben, das ein bisschen rhythmischer ist, das nicht zu lang ist. Ja, dann hast du noch ganz viel Inconnu durch rundherum, wo ich gar nicht den ich gönn kontrollieren oder gönn kontrollieren will und ich muss einfach drauf freuen, zu gucken, was die anderen dabei zaubern. Ja, also ich meine, von denen dann wohl an einer echten Phase gesehen, was dabei rauskommt, es geht natürlich schon zur Repräsentation in den 11. und 12. September um 7 Uhr an der Philharmonie und dann bis 2026, bis das die komplett Oper dann aufgefordert wird, wird man sicher auch ein Kehr darüber schwarze wird dann ausgeseit. Also ich ging wirklich gerne noch ganz lange mit der schwarzen und hören, aber ich meine, Schluss und dich gleich und verkannst gut noch nicht direkt. Was kannst du jetzt noch so rekommandieren von einem Buch oder von einem Theaterstück, einer Musik, einem Film, egal was, willst du denn nur da gerne mit auf den Weg gehen? Ja, schon 2 Bücher dabei, also nicht physisch am Camping mehr, aber am Menge Gedanken sind sie immer irgendwie ziemlich nur, auf jeden Fall, was das Projekt angeht. Das eine ist vom David Ena, das ist La Loi de la Mer, also das ist die französische Übersetzung, ich meine nicht Il Abisso, das ist auf Italienisch. Das ist ein Rapport von einem Schriftsteller, den purmal auf Lampedusa reist, an eben du beschreibt, also ein Schwarz mit den Leuten, die da wohnen, und beschreibt Boote, die kommen. Und das ist wirklich eine Auseinandersetzung mit zwei Tischstellen, einer Platz zu wohnen, wo dauernd Leute kommen, wo aber nach mir oft, wie das Leute kommen, ein Alarm ist, und ich muss Leute sicher gehen und mir. Das ist ein extrem trauriger Buch. Das ist ziemlich schwer zu lesen. Vermischt aber in ganz schöner Weise auch mit seiner Familiengeschichte an die Relation zu seinem Pap, zu seiner Moni. Ein anderes Buch aus Une dernière fois la Méditerranée vom Lützeburger Schriftsteller, also Lützeburger italienischen Schriftsteller Jean Portante. Auch ein mega schönes Buch,
wo verschiedene Geschichten gleichzeitig gehen. An das sowohl eng mythologisch, also geht den iwwer eng Rees iwwer Mediterranee mat engem Akademiker, den ganz viel und der Eneid geschafft huet, an die Seede soll den ophalen, wann en eng lang Rees mcht von der Odyssee zu schwätzen, weil den als System gefuhr, den de wirklich huet missen fort fir irgend wo ernst unzukommen, war den Ene, de von Troja fortgangers an Europa ukommers, der deselbechten wehmischt wie die meescht Leute haut, wann sie zum Beispiel aus Syrien flüchten. Mhm. Ein Buch, das auch ganz viel Erzählstreng vermischt an eng immens intelligent Reflexion über die Zeit überbietet. Voilà, das sind eng 2 Buchtipps für heute. Super, vielen uns merci. Wir werden es auch nachher an Podcast-Beschreibungen besatzen. Und da sonst vielen uns merci, Anton, dass du die Zeit geholt hast an deiner Vakanz für mir über die Puppe zu schwatzen. Mal ganz gerne. Merci dir. Merci, und noch eine schöne Vakanz. Ja, mal voll schön. Bis gleich. Ja, ade. Dolphin with Me, der Podcast von der Noemi unterstützt, von der André Losch Fondation. Vielmals merci au Radio Ara, dass mir das Show können bei ihr überdrohen. Merci auch den Typern für die schönen verschiedenen Jingles. Wenn die noch mehr wollt hören, alle guten Episoden von Dolphin with Me sind auch auf allen Streaming-Plattformen disponibel. Bis geschwind.